Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Uiuiui, Sammeln Stufe 4 erreicht. Wir haben +1 Axteffektivität, das ist natürlich gut. Wildbeerernte haben wir auch noch +1. Und wir können einen Kohlebrennofen herstellen und sogar die wilde Saat des Sommers, obwohl wir noch gar keinen Sommer haben. Das ist natürlich mal praktisch, ne? Tja, die Erdbeere haben uns auch noch mal gut Geld eingebracht, wie es aussieht. Und das andere Zeug, was wir noch mit abgeliefert haben. So. Genau. Dann können wir hier nochmal ausmachen. Wir verheizen nicht um. Leben vom Land ist heute nochmal. Ja, Ohrenspitze, schnappt da Angel. Ja, okay, Entschuldigung. Aber bei Angeln schalte ich echt wieder ab. Und von morgen wird es regnen. Perfekt. So, das Silo steht also ach. Das heißt, jetzt können wir definitiv sparen auf den Hühnerstall. So, dafür brauchen wir aber auch jede Menge Holz. Und wir brauchen das Zeug noch. So, Krummbeere, Pastinake. Tja, da müssen wir, wie es aussieht, wohl doch nochmal Pflanze. Tja. Ich glaube, ich ersetze das jetzt alles durch Krummbeere und hole mal wieder Kartoffeln. Weil die 6 Tage brauchen und dann ist der letzte Tag im Sommer, im Frühling. Das heißt, das sollte ich definitiv noch machen. So. Also wirklich alles ersetze durch Krummbeere, was noch geht. Die Bohnen, die sind halt immer noch ertragreich. Die können ja auch so lange noch wachsen, das ist ja absolut kein Thema. Wenn sie bis dahin nochmal Ausbeute bringen. Ich beschwere mich definitiv nicht. So. Der Blumenkohl behalte ich natürlich auch im Hintergrund. Der braucht halt wieder ewig und 3 Tage, bis der wächst. Ups. Jesus Ackermann. Sudel doch nicht alles daneben, Kerl. So. Dann brauchen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Merken wir uns. Okay. So. So. 14. 15. Okay. Also 15 Krummbeere brauchen wir noch. Okay. Ist im Hinterkopf erstmal gespeichert. Und die Erdbeere scheinen ja auch noch recht ertragreich zu sein, was mich natürlich auch sehr freut. Ich hoffe, der Blumenkohl, der kommt noch. Das wäre echt klasse, wenn ich den Blumenkohl noch hinkriegt. Och, Ackermann. Suddelt mal wieder die Hälfte neben der Hansel. So. Gut. Jetzt noch mal ganz kurz auffüllen. Und dann sollte ich in der Mine auf jeden Fall noch mal ein paar Amethyste und Quarz mir besorgen, dass ich auch noch mal den guten Mädler ein bisschen den Hof machen kann. Ist schon auch wichtig, dass man eigentlich auch täglich mit denen spricht. Das habe ich jetzt bei der letzten 2 Mal verballert. Dass ich mit den Mädels eigentlich auch täglich sprechen sollte. Und dazu kommt ja auch noch, dass die Herz-Events haben, die man dann auch noch hat. So, genau. Der Hund kriegt auch noch ein bisschen was. Und dann sollte man einfach noch ein bisschen Gras mähen hier. Da sehen wir ja jetzt, dass ich Heu noch kriege. Das kann dann automatisch vorkommen. Bei mir besteht eine gewisse Chance, ziemlich hohe Chance sogar, dass ich hier Heu mir selber hole. So. Dann haben wir nämlich auch die Fläche frei. Und Hänse definitiv auch nochmal zu was Ordentlichem genutzt. So. Das sieht doch echt gut aus mittlerweile. Dann haben wir nämlich auch hier definitiv schön die Heuausbeute fürs Erste. Und können dann damit auch unser eigene Hinkler füttern. So, perfekt. Gut, dann sollte ich ab zur Stadt gehen. Warte mal, durchschmeißen wir erst mal. Wie viel haben wir dann hier in unserem noch drin? Narzisse nehmen wir auf jeden Fall mit. Wir haben ja eigentlich keine. Oder Moment, das habe ich, glaube ich, Dora geschmissen. Genau. Wir sollten einfach mal eins von jeder Sorte mal so aufheben. Ich weiß auch nicht warum, aber wir heben uns einfach mal stinknormale Dinger da auf.
Und schmeißen das andere Zeug hier dann wieder rein. So, dann könnt ihr definitiv hier hoch. Das ist für Hayley gedacht. Die Erdbeere hier rein. Die Fasern kommen wieder hier rein. Die Gießkanne wird nochmal aufgefüllt. Eieieiei. Und, Moment, wie viel gibt es dann? Wie viel habe ich dann jetzt reingeschmissen? Komm, Annie, essen wir jetzt selber, weil die ordentlich Energie bringt. Das ist jetzt, ja, schade drum, weil die bringen ordentlich Geld, aber so ist es halt. Manchmal muss man auch ein bisschen was opfern. Von seiner eigenen Ernte. So. Außerdem, was wäre ich dann für ein Bauer, der sein Zeug nur verkauft und nicht mal selber seine Ware essen wird? Gerade mal gucken. Ja, 3. Und Ends leider nur bei Abigail. Ich beabsichtige das Ganze bei Hayley doch etwas zu steigern noch. Schauen wir doch gerade mal, ob das gute Mädel der Helm ist. Wie ihr seht, darf ich jetzt auch ihr Zimmer betreten, aber sie ist noch nicht hier. Sie wird wahrscheinlich beim Gemeindezentrum sein, vermute ich. Wird wieder im Park rumsitzen. Bei Abigail haben wir jetzt leider noch kein Glück. Ah, da ist er. Okay, wir sprechen einfach mal mit ihr. Ah, hey, du kennst ja Pause von der Arbeit? Sieht so aus, ja. Dann holen wir uns 50 Krummbeeren noch. So. Dann gehen wir noch bei Hayley vorbei und holen in der Mine auf jeden Fall noch etwas. Und wenn es nur ein Quarz ist, wenn wir kein Glück haben mit Amethyst, holen wir uns halt einen Quarz. So, oh, Hayley ist auch nicht hier. Okay. Da bin ich gerade auch etwas überfroht, wo es stecken könnte, aber wir pflanzen erstmal unser Zeug ein. Und gehen dann wieder zurück. Da gehen wir dann eh wieder den Weg. So, für die Mine brauchen wir sowieso nicht viel. Das heißt, das kann erstmal hier rein. Genau, Leberwurst. Wow. So. Erstmal hier Pflanze. Und dann läuft die Geschichte. So. Gut. Sehr schön. Dann aber nichts wie ans Wässern. Das brauchen wir nämlich auch noch. Ich Hornochs habe nämlich mal wieder nicht die Gießkanne automatisch mit Tragenummer. Ah, Mann. Ich weiß nicht, also irgendwie vermittelt das Spiel schon so den Eindruck, so à la Zombie, muss Einzelhandel unterstützen, muss Großkonzerne boykottieren und auch noch dieses, muss Land leben, lieben, hasse Großstadt. Irgendwie vermittelt das Ganze schon, aber ja, es macht trotzdem einfach nur Spaß, das Spiel zu zocken. Und es läuft ja auch alles einfach in so einem ruhigen, gemütlichen Ton hier ab. Das entspannt ungemein von Stress, finde ich. Ach ja. So. Bei Hayley ist, glaube ich, das erste Herz-Event getriggert, wenn ich bei ihr heimkomme morgens. Wenn sie noch nicht zu Hause, wenn sie und ihre Schwester zu Hause sind. Dann wird das, glaube ich, getriggert. Ich habe jetzt aber Anime automatisch ihren ganzen Ablauf für den Frühling im Kopf, bin ich ganz ehrlich. Da weiß ich nämlich, wo sie wann, wie, wo steckt. Naja, wir werden aber definitiv schon noch begegnen. Morgen gehen wir einfach mal ganz früh zu ihr hier. So. Dann gehen wir jetzt auch hier in die Mine. Und ich will einfach noch ein bisschen Zeug mir organisieren. Ja komm, gehen wir mal da hier in der 25. Runde. Wir versuchen mal bis zum 30. vorzukommen. Wäre schon cool, wenn das irgendwie klappen wird. Ja, was ich auch noch bemerkt habe, ist, je mehr Gegner man tötet, desto eher ist manchmal auch die Chance, dass ich einfach mal spontan durch das Gegnervernichte eine Treppe bilden könnte. Ah, jetzt haben wir auch noch gemischte Saat hier gekriegt, auch nicht schlecht.
Ja, hier leider mal nicht der Fall. Das ist dieser klassische Vorführeffekt. Und ansonsten gucke ich, dass ich immer in der Nähe von der Eingangstüre hier was suche. Ja, komm schon. Weil da könnten meistens auch noch die Treppe sein. Direkt so in der Nähe vom Eingang. Naja. Ja, Vorführeffekt lässt Grüße. Oh Mann. Okay, Kupfererz haben wir... Ah ja. Haben wir zumindest auch wieder gefunden. Ah, da ist dann ein Top... Uppala. Du, Sausack. Ich wollte dich gerade mit einer Narzisse fertig machen. So, dann kommen wir her, du. Sehr schön, du hat sich jetzt spontan was gebildet, aber ich hätte ganz gern den... Oh, da ist auch noch was drunter. Ich hätte ganz gern den Topaz und ich hätte ganz gern das Kupfer erst einmal noch. So. Weil Topaz ist definitiv auch nie verkehrt. Kann man auch mal als Geschenk bringen und so. So. Schleim ist auch nicht... Ups, ist auch nicht schlecht. Die Viecher bringen hin und wieder einmal... Da haben wir so Kirschbomber. Geh weg. Du ekelhaftes Biest. So. Gut. Eise finden wir hier leider auch noch nicht in der Mine zu dem Zeitpunkt. Eise findet sich leider erst so, glaube ich, ab der 40. Ebene. Und weiter runter. So, jetzt gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Das wäre schon nicht schlecht, wenn ich heute bis zur 30. Ebene runter käme. Und wenn ich irgendwo noch Amethyste finden würde, weil da steht Abigail ja total drauf. Aber Quarz wäre auch nicht schlecht, weil das mag sie. Amethyst ist eins von den besten Geschenke, die man ihr machen kann. Aber Quarz geht zur Not. Ach, das mag sie ganz gern. So, okay. Gut. Bei Hayley, muss ich sagen, ist es relativ easy. Weil man ihr ja täglich eigentlich oder zweimal die Woche Narzisse geben kann. Und weil man sie im Frühling ja auch schon beschenken kann, wo das dann auch nochmal viel zählt. Hoppala. Sodass man bei ihr relativ fix schon eigentlich alles machen kann. Warte mal, wir hatten noch eine Kirschbombe. Die würde ich jetzt ganz gerne mal tauschen gegen das Schleim. Und würde mal ganz gern hier das Ding reinlegen. Und... Kavum. Ja, hier war anscheinend die Leder nicht. Vielleicht öffnet sie sich hier, wenn ich die Biester hier platt mache. Komm schon. Nee, aber dafür haben wir wieder Kirschbomb. Okay. Gut, die Kirschbomb, die zünden wir mal hier. Weg, 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 Renner, komm on. Okay, sehr schön. Du haben es jetzt wenigstens gefunden. Und wir gehen weiter. Weiter, weiter und weiter. Aber spätestens 22 Uhr sollten wir hier definitiv raus. Bin ich zumindest mal stark dafür. Und ja. Ich hoffe, wir schaffen es bis hier auf Ebene 30 runter. Dass wir einfach noch ein bisschen was freigeschaltet haben hier in der Mine. Stufe 30 finde ich, also ich glaube, bei meinem anderen Spielstand bin ich so bei Stufe Ebene 45 oder so bei der Mine schon. Da bin ich auch schon im Sommer drin. Ah, sehr gut. Da haben wir nämlich hier noch jede Menge Kohle. Hier haben wir endlich auch noch einen Quarz. Wer sucht, der findet. Da hat der Esel manchmal echt mehr Glück als Verstand hier. Und die Kohle können wir definitiv fürs Verhütter auch sehr gut gebrauchen. Und komm schon, Stufe noch runter. Es ist nämlich so weit und ich habe auch nicht allzu viel Energie. Es wäre jetzt echt nicht verkehrt, wenn es dann wohl bald käme. Ich will jetzt auch nicht wahllos einfach auf das Zeichei schlachen. Weil wenn man dann die Treppe als sieht, denkt man sich, ja, eigentlich logisch, dass die da sind, ne? Als wären sie nirgendwo anders gewesen. Aber, tja. Das sieht wohl bitter aus. Ich glaube, das soll heute nicht sein. Dass ich hier relativ fix auf Ebene 30 runterkomme. Es sei denn, hier öffnet sich durch Gegnerplattmacher. Schauen wir doch mal. Ah, das wird jetzt auch von der Zeit her unglaublich eng. Eigentlich wollte ich 22 Uhr schon raus. Mist, Mist, Mist. Manchmal hat man einfach das Glück nicht, ne?
Ja, ich sollte es auch definitiv nicht übertreiben hier. Aber hier ist verdammt viel. Ja. Für ein bisschen Zeug reicht es auf jeden Fall. Nee, es wird echt schon zu spät. Es wird viel zu spät sonst. Ich muss hier raus. Was anderes bleibt mir gar nicht übrig. Was anderes bleibt mir leider nicht übrig. Schade. Sehr schade eigentlich. Weil ich wirklich gehofft habe, heute noch möglicherweise auf Stufe 30, auf Ebene 30 runterzukommen. Aber... Ah! Gerade dann, wenn man die Mitra klappt. Sehr schön, sehr schön. Dann können wir da morgen nämlich weitermachen. Weil morgen wird es regnen. Das heißt, wir können auf jeden Fall in die Mine runter. Und da es dann auch regnet, können wir noch früh morgens zu Hayley gehen. Können deren noch ihr schöne Narzisse bringen. Den Quarz heben wir uns auch auf, dass wir den noch Abigail bringen können. Dann schauen wir einfach mal, ne? Aber heute wird es definitiv spät. Das heißt, unsere Energie wird sich auch nur schlecht regenerieren. Das ist dann etwas problematisch. Aber schauen wir doch einfach mal. Ja, langsam wird es kritisch, ich weiß. Ab 2 Uhr nachts, dann kippt er auch einfach so um. Und landet dann auch wieder im Krankenhaus. Das wollen wir definitiv nicht. Deswegen... Renn, Ackermann. Um den Rest kümmern wir uns morgen, was das Sortieren von der Kiste und so weiter angeht. Sein Leverwurst liegt auch wieder da und pennt. Und wir tun es ihm gleich. So, ja, das sind solide Einnahmen, wie ich finde, definitiv. Und Kikariki kommt das mal nicht, sondern genau das. Gut, ja, mit unserer Energie sieht es leider etwas bescheiden aus. Hi, ich verkaufe Hüt. Okay, Stups, komm zum alter Haus, Stups, bring Münze, Hutmaus. Okay. Servus, Ackermann. Beziehungsweise, Entschuldigung. Servus, Ackermann, es ist schon so lange her, seit ich von dir gehört habe. Mein Schatz, hier ist es genauso wie immer. Ich vermisse dich sehr. Alles Liebe, Mama. PS, ich habe einen Umschlag mit ein bisschen Geld gefunden, was dir dein Opa hinterlassen hat. Sehr schön. Das nehmen wir noch liebend gern. Und, Ackermann, ich habe das Rezept in einer Zeitschrift gefunden und habe gedacht, das klingt interessant. Lass mich probieren, wenn du es überlebst. Shane. Paprika-Popper. So, wir haben noch etwas. Servus, Ackermann. Morgen treffen wir uns für den alljährlichen Blumentanz. Wenn du einen Partner findest, kannst du vielleicht sogar selber am Tanz teilnehmen. Wester von der Stadt ist eine kleine Lichtung, wo wir den Tanz abhalten werden. Komm zwischen 9 und 14 Uhr, wenn du daran interessiert bist. Bäuermeister Louis. Alab. Ja. Ich habe noch gesehen, dass ein paar andere Feldfrüchte mal wieder frei sind. Deswegen hätte ich ganz gern die gemischte Saat. Habe ich die zufällig dabei? Anscheinend ja. Hier. Kann ich nämlich ein klein bisschen von der gemischten Saat nochmal ausbringen. So, der Blumenkohl ist leider noch nicht frisch. Aber wir können hier ein klein bisschen gemischte Saat noch einpflanzen. Hier sieht alles okay aus. Und dann... Ui, es leckt aber irgendwie ein bisschen, habe ich das Gefühl. Seltsam. Gut, dann können wir noch unser Zeug hier organisieren. Genau. Hier. So, Weißalge, sie sind super schleimig. Und bringen aber 20 immer hier, ne? Das ist schon nicht verkehrt. Okay, da haben wir ja gesagt, Moment. Ah ja, da haben wir welche aufbewahrt. Okay, dann nehmen wir trotzdem mit. Die Geode können wir bei Clint vorbeibringen. Das Kupfererz kommt hier. Der Topaz, ja, behalten wir einfach mal 2. Man weiß noch nie, wofür man das Zeug als braucht. Und das Zeug behalten wir erstmal alles. Ne, Quatsch, die wollte ich rausnehmen, um sie hier reinzuschmeißen. Da können wir erstmal hier, dann können wir das Schleimerich uns pfeffern. Ja, besser als nix. Und dann machen wir uns doch direkt mal auf zur Stadt, beziehungsweise zum Dorf. So, dann gehen wir nämlich relativ frühzeitig schon zu Hayley und zu Emilys Haus. Weil da könnte ich dann das 2-Herze-Event auslösen.
Und für Abigail ist es noch etwas zu früh. Da muss ich dann ovens bei ihr erscheinen, wenn sie in ihrem Zimmer ist. Aber ich will noch nicht vorausgreifen, was dann kommt. Das seht ihr dann selber. Ich glaube, die macht erst um 9 Uhr der auf. Genau. Anders sieht sie auch nicht beim Pierre aus. Die machen auch erst, genau, auch erst um 9 Uhr auf. Ja, theoretisch hätte ich noch ein bisschen Zeit gehabt, um zu dem Lade zu gehen, wo die Maus hockt. Die Stups, die Hutmaus. Ja, Shane ist auf dem Weg. Das Wetter macht mich durstig. Ja, das sieht wohl so aus. Ja, Stündchen habe ich noch Zeit. Das ist tatsächlich in dieser verlassene Hütte. Da lebt jetzt die Hutmaus. Und hat da ein kleines Geschäftel aufgemacht, wo man Hüte kaufen kann. Gucken wir mal ganz kurz. Na, auf der anderen Seite, nee, komm. Ich will das Event tatsächlich nicht verpassen. Deswegen, ja, gehen wir wieder zurück. Wir können ja heute oben eventuell noch dran denken. So. Du könntest mal leider nicht mit dabei helfen beim Drahtdenken. Da muss ich leider selber Drahtdenken, falls ich das noch irgendwie hinkriege. So, okay, jetzt können wir rein. Genau, da lösen wir nämlich das Event hier aus. Ich mach immer unter der Kiste sauber. Die Woche bist du an der Reihe. Mach mal halblang, Heidi. Ich mach die meiste Arbeit in dem Haus und das weißt du ganz genau. Ah, der neue Buch vom Hof. Er hat auch einen Namen, wägst? Ich wette, du verstehst, was ich meine. Hä? Es tut mir leid, ich hier mit reinzuziehen, Ackermann. Haley beschwert sich, weil ich sie darum gebeten habe, unter der Kiste sauber zu machen. Nur weil ich sie letzte Woche sauber gemacht habe. Das ist natürlich nicht so gut für unsere Freundschaft. Das ist Anne gerade so das Beste. Da wird sie zwar nicht mit einverstanden sein, aber das ist das Beste hier. Haley, warum siehst du nicht einfach als einen wöchentlichen Job an? Grummel, grummel, grummel. In Ordnung, die Ruth geht an dich. Vielleicht kann ich es wirklich hier die Woche übernehmen. Dann gibt es auch keinen Grund, sich drüber zu streiten. Ach, danke, Herr Ackermann. Das war eine großartige Lösung. Na, Allah. So, wie sieht es denn jetzt mit uns aus? Okay, immer noch bei 3 Herzen. Aber die Gutfrau schläft. Ich besuche sie mal in ihrem Bett hier. Das Wetter ist viel zu furchtbar, ums Bett zu verlassen. Dann schenke ich ihr doch einfach mal eine Narzisse, wenn sie noch im Bett liegt. Für mich? Dankeschön. Okay, gern doch. Wir sind leider immer noch bei 3 Herzen. Schauen wir mal, ob wir das nicht bald ändern können. So, jetzt gehen wir erst nochmal zum Clint. Oh, die hockt hier unter dem Baum, oder was? Die Regentropfen sind auf dem Metalldach von unserem Wohnwache wirklich laut. Stimmt ja, die wohnt ja mit ihrer Mutter, Tante oder was auch immer, was Pam zu ihr ist. Wohnt sie ja in dem wenig edle Wohnwache. Ah, da ist ja noch ein Narzisse. Perfekt. Und zwar noch eine goldene. Die kann ich Haley dann vielleicht auch noch schenken. So, mach das Ding mal auf, Kerl. Und da haben wir einen Schlammstein. Oh ne, das hat nichts mit Rammstein zu tun. Ach Gott, bin ich schlecht. So, jetzt gehen wir mal da hier. Das hat er noch nicht. Alle Haupt hier. Dann ist der für dich. Und wir gehen noch einmal zu Haley. Vielleicht kann ich ihr auch schon 2-mal am Tag was schenken. Schauen wir doch einfach mal. Wäre noch ganz nett, wenn ich Abigail noch treffen würde. Dann könnte ich bei ihr nämlich auch noch mal bald das Herz-Event auslösen, das 2-Herze-Event. So, jetzt schauen wir doch mal, ob ich dich 2-mal beschenken kann am Tag. Ah, jetzt hat sie sich aus dem Bett bequemt, die Madame. Ah, okay. Geht leider nur einmal am Tag. Na gut, wissen wir Bescheid. Dann gucken wir, dass wir noch Abigail erwischen. Und schauen mal, was wir für die machen können. Ah, der Schorsch, der rollert da rum. Es ist furchtbar kalt, oder? Was ein tappiger Dach. Oh, der ist aber auch wirklich ein ziemlicher Meckerzausel, der Kerl. Wie sieht's denn hier aus? Okay, ich bin noch nicht gut genug mit ihr befreundet, aber... Ah, da ist er jo. Manchmal hat man wirklich Glück. Bitteschön.
Hey, wer hast du gewusst, dass ich hungrig bin? Das sieht ja lecker aus, ja. Das liegt halt nur daran, dass man auch bei ihr Sache zu essen machen kann, die sie dann mag. Aber offensichtlich war das etwas ekelhaft jetzt in dem Zusammenhang, dass man ihr Quarz gibt. Woher hast du gewusst, dass ich hungrig bin? Igitt. Nur so nebenbei bemerkt. Igitt. Ah, da haben wir ja wieder Narzisse. Das Silvanie, perfekt. Die heben wir uns jeden Fall auf. Weil da können wir viele Leute mit afraid machen. Linus steht tatsächlich, oder Linus, wie auch immer man ihn aussprechen mag, der steht tatsächlich auch auf Narzisse. Ein gute goldene wilde Meerrettich ist auch nicht zu verachten. Ich glaube, das Sammelzeug sollten wir definitiv uns mal aufbewahren. Okay, jetzt geht's runter, weiter tiefer in die Mine. Jetzt kommt nämlich ein ganz bitterböser Abschnitt, wo ich sehr, sehr froh drum bin, dass ich meinen Leuchtring habe. Weil bei meinem anderen Spielstand habe ich den nicht. Da habe ich nur Magnetringe, die Zeug ein bisschen in einem etwas kleineren Radius, oder beziehungsweise wo man in einem größeren Radius Zeug zu sich herziehen kann, wenn es droppt. Ja, hier landen die Zombies schon. Die sind verflucht hartnäckig mit dem bisschen, was man da hin an Waffe. So, und ab hier dürfte allmählich Eisenerz hin und wieder mal seltener vorkommen. Also ich persönlich finde gerade den 30er Abschnitt ziemlich bitter. Aber wir haben noch einen Amethyst kriegt. Das ist natürlich richtig gut. Dann können wir uns wieder für Abigail sparen. Damit das gute Mädel auch wieder Geschenke kriegt, die sie liebt. Und da ist wieder ein Quarz. Dann können wir ihr auch noch ersatzweise natürlich schenken. Da kommt wieder ein Zombie raus. Nimm das, unheilige Kreatur! So, einer ist tot und hinterlässt einen Stäh. Warum auch immer die Viecher Stäh hinterlassen. Widerliches Bestium! So. Das sind auch immerhin solche Mittelalterfilme meine Lieblingscharaktere. Der Pöbel, der immer rumkreischt. Seht nur diese gottlose Kreatur. Ach ja. Das sind die tollste Statistiker, genau. Das sind die tollste Statiste, die es gibt. Okay. Also hier war schon ziemlich gut die Ausbeute. Boah, Jungs. Nicht nur, dass ihr furchtbar noch Verwesung stinkt, ihr nervt auch ziemlich. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Ups. So, komm schon. Ja, wir brauchen dringendst ein neues Schwert, wenn wir tiefer in die Mine gehen. Und jetzt kommen auch statt diese ekelhafte Motte oder was auch immer das sein soll, kommen jetzt auch mittlerweile Flattermais. So, ich steht nur Sache, das, was man sich hart erkämpft hat, ist mehr wert als die Treppe, die ihm geschenkt wird. So, da können wir auch noch aufmachen. Ja, ein bisschen Holz ist nie verkehrt. Ihr schluckt wertvolle Zeit, ihr Zombies. So, komm schon. Boah, Alter! So, geht doch. Geht doch, aber ich spare mal ein bisschen mein Zeug auf. Fledermausflügel brauchen wir, glaube ich, auch noch für der Abenteurer bei der Yumino. Brauchen wir 10, glaube ich, von den Dinger. Okay, also Fledermäuse auch immer kräftig abschnetzeln. Und hier haben wir definitiv auch noch was. So. Also es ist auf jeden Fall nicht, sind auf jeden Fall nicht die schönste Ebene von der Mine, muss ich sagen. Aber sie sind relativ einfach hier mit der Treppe zu finden. Was ich ziemlich gut finde. Es wäre jetzt nochmal schön, wenn noch ein paar mehr Amethyst-Vorkommen kommen würden. Dann müsste ich nicht so häufig in die Mine reingehen. Ja, Quarz finden wir jetzt anscheinend hier häufiger mal. Ah, ein bisschen Eisenerz war hier auch mal mit dabei. Interessant. Ja, der hat Eisenerz gedroppt hier, der Kerl. Hier kommt es ab und zu mal vor, dass ein bisschen Eisenerz rauskommt. Egal ob bei der normalen Stäh oder bei Monster. Aber feste Eisenerzvorkommen, wie man das bei der Kupfervorkommen kennt,
haben wir noch nicht. Da müssen wir erst etwas weiter und tiefer in die Mine vordringen. Aber immerhin, wir haben schon ein klein bisschen Eisenherz. Eisenherz, genau. Ein bisschen Eisenerz haben wir schon. Ach ja. Sadala. Ups, die sollten wir auch kräftig abschnetzeln, die Biester. Komm schon. Stirb! Gott, weil die Fledermausflügel brauchen wir halt, wie gesagt, noch für eine Rathaussammlung. Gemeindezentrumssammlung. So, vorher war es Glück mit der Dumme. Jetzt ist das Glück leider verschwunden. Und von Treppe keine Spur. Ja, das ist etwas bitter gerade. Aber irgendwo muss es ja sein. Ich meine, wir haben auch nämlich so tief. Genau, bis wir auf Ebene 35 sind. Sehr schön. Immer jeden Tag, wenn man mal in die Mine geht, ein klein bisschen Erfolg mehr. Komm schon. Mieser Barava und Dachdieb. So. Elender Schlappe Flicker. Sadala. Ach ja, Pelzerbeleidigungen sind immer so schön. Gut. Wir sind jetzt auf Ebene 36. Ja. Mit ganz, ganz viel Dusel. Aber ich glaube nicht, dass wir den Dusel haben. Aber mit ganz, ganz viel Dusel kommen wir möglicherweise noch auf Ebene 40. So, komm schon. Schade ist bei solchen Volksfeste halt immer, dass wir bei deiner Volksfeste halt kein Inventar haben. Das heißt, wir können morgen, glaube ich, auch niemand was schenken. Es sei denn, ich mache das frühzeitig. Das könnte noch sein. Ich gehe jetzt erstmal raus hier aus der Mine. Man muss hier nicht nur mal sein Glück überstrapazieren, finde ich. Und vielleicht könnte man noch ein bisschen Zeug verticken. Abigail haben wir ja schon ihr Geschenk gegeben. Die kriegen wir nicht hier. Bei dem Blumentanz ist es tatsächlich so, dass wir 4 Herzen brauchen, dass überhaupt Annie mit uns tanzt. Deswegen, ich glaube es irgendwie nicht so recht, dass wir Hailey schon dazu bringen können, dass sie mit uns tanzt. Aber schauen wir einfach mal. Vielleicht habe ich ja morgen unglaublich Dusel und schaff's auf nochmal in die Stadt zu kommen, bevor das Zeug losgeht. Eventuell habe ich ja Schwein. Man weiß es als nicht. Wie sieht's denn mit Geburtstagen noch aus? Der nächste ist Pierre. Okay, das sollten wir auf jeden Fall noch unser... hätten wir heute vielleicht bauen lassen sollen, so ein Mist, aber Tja, das ist halt das, ne? Dumm gelaufen. Dumm gelaufen. Okay, dann können wir ihm sowas leider nicht schenken. Oh, wir haben auch noch eine Sequenz von Shane, die kenne ich noch nicht. Ach, anscheinend ein 2 Herz oder 3 Herz Event. So spät noch auf. Ja, nimm da kühles Bier. Das ist nie verkehrt, definitiv nicht. Leber. Da steht jemand das Gefühl, dass du bei jeglichem Vorhaben einfach nur scheitern wirst. Als willst du in irgendeiner Leere so tief feststecken, dass du nie wieder draus entkommen kannst. Ich glaube, das nennt sich Depression, mein Lieber. Egal, wie sehr ich mich anstrenge. Ich habe das Gefühl, ich bin nicht stark genug, um aus dem Loch zu klettern. Ja, erstmal noch drauf getrunken, ja. Hey, ein schneller Trinker, ha? Mann, ganz noch mal im Herz. Machst du nur zur Gewohnheit, du hast immer noch eine Zukunft vor dir. Oh je. Mein Leber fleht mich ja aufzuhören. Lass mal's für heute gut sein. Man sieht sich, Ackermann. Das ist aber nicht so schön. Definitiv nicht. Geschwipst. Ah, okay, meine Geschwindigkeit büßt deswegen ein bisschen ein. Heieiei. Irgendwo habe ich mich aber ganz kräftig verschluckt. Beziehungsweise nicht verschluckt, aber irgendwo ganz tief sitzt da drin der Frosch im Hals.
Gewitter erleid. Okay, wir sind auch nicht mehr lang beschwipst. Wir könnten die Zeit auch noch nutzen, um hier noch ein bisschen einfach mal aufzurahmen. Können wir denn schon... Ah, okay, da brauche ich dann die Kupferspitzhacke dafür. Tja. Der arme Kerl kann ihm eigentlich schon leid durch. Da weiß man dann, ach, warum der Kerl so, ja, grummelig ist. Weil er einfach wahrscheinlich auch mit den Leuten nicht drüber retten kann oder will. Dass er sich selber als Verlierer sieht. Und ja, dem geht's ganz und gar nicht gut. Okay, wir gucken jetzt nochmal kurz, ob unser Zapfanlage möglicherweise schon ein bisschen Ertrag eingebracht hat. Das sieht aber nicht so aus. Nee. Na gut. Dann rahmen wir noch hier ein bisschen Zeicherei. Warte mal. Das Zeug haben wir ja alles Dorei gemacht. So, das Zeug behalten wir mal für uns. Ne, Moment. Halte Mutter Gaul an. Da kommen die Fledermausflügel erstmal rein. Der wilde Meerrettich. Ja, komm. Truffgeschisse. Den behalten wir mal. Ne, wir machen es andersrum. Wir schmeißen mal den hier rein. Und so, machen wir 2 einfach mal draus. Und da ist noch der andere Krusch drin, den wir jetzt erstmal nicht brauchen. Jetzt haben wir insgesamt 3 Eisenerz. So, das Zeug kommt auch nochmal woanders rein, damit wir hier noch ein bisschen Platz schaffen. Das kommt aber auf jeden Fall hier rein. So, die kommen nämlich hier rein. Und die grüne Bohne haben wir ja tatsächlich auch schon in die Aufkurve. Das heißt, tja, das kann Dorei. Dann kommst du Dorei und du hier. Und die Geode können wir erstmal Dorei schmeißen. Wie viel Quarz haben wir dann derzeit? Okay. Warte mal, habe ich den dann hier reingekickt? Nee, tatsächlich nicht. Dann schmeißen wir mal einfach mal 4 Quarz hier rein und schmeißen einer hier rein. Und dann lecken wir uns Penner, dass wir vom Mäuer frisch sind, ne? Wie sieht es dann vom Mäuer aus, vom Wetter her? Ja, klar und so nicht. Alles klar. Moment, ach gerade mal, bin sofort wieder da. Und das so kurz vor End. Wir sehen uns dann morgen wieder, übermorgen wieder. Mann, schwierig. Wir sehen uns übermorgen wieder, ihr liebe Leute, zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Ich habe jetzt hier gerade einfach mal pausiert, dass wir auch bei 0 Uhr bleiben. Also bis übermorgen dann wieder, wenn der Blumentanz beginnt. Ayan Yankee.